Hallo und herzlich willkommen bei mir auf KidSwitch zu einem hure verwirrten Video. Also, ich bin jetzt Danis aus der Zukunft. Es ist so, ich habe vor etwa, es war im Dezember, habe ich ein Badebomben-Bastli-Video aufgenommen. Und es war das dritte Video, das ich dann an diesem Abend aufgenommen habe. Und meine Legria, das ist eine andere Kamera, nicht die ich jetzt brauche, hat die mir gefunden, fick dich, ich wollte im Fall nicht mehr filmen. Und dann hat die einfach immer wieder abgestellt und jetzt kommt dann ein mega verwirrtes, komisches Video. Aber ich habe das Badebomben-Set gekauft, es hat Geld gekostet und ich jasse jetzt das Kackvideo raus, einfach wie ich will. Und der Produktetest kommt am Schluss natürlich auch noch. Also viel Spass jetzt mit diesem verpeilten Zeug. Quality my ass, es ist egal. Ich wollte einfach dem Kauf gerecht werden. Hallo, herzlich willkommen bei mir auf KidSwitch und zum einem neuen Video. Und zum letzten Video, also wo im Moment, wo ich da so Spielsachen oder so, also es sind Spielsachen, mal sind Spielsachen ausprobieren, genau. Und heute machen wir selber Badebomben. So sieht das Teil aus. Ja, ich tue jetzt das mal auf. Oder soll ich es echt gleich sein? Mal machen. Also. Als erstes jetzt sie mal auftun. Für das müssen wir das Teil wegnehmen. Da. Es ist ein Spielzeug, also man kann hier selber Badebomben machen, die irgendwie leuchten und weiss nicht mit Glas. Und sie sagen, es ist ab 6. Dann lenkt das knapp, genau. So. Dann tun wir mal den Koffer auf, so einen Plastikkoffer. Oder haben wir hier mal schon mega viel Material. Oh, es sieht schon nach Anschiss aus. Es sieht nach Anschiss aus. Also, wir haben, Achtung, wir haben hier irgendein Leuchtteil. Also ein Herz, das wahrscheinlich irgendwie leuchtet. Und oh nein. Mal. Keine Ahnung, was das ist. Also ein Herz. Und eine hure kleine, so eine Pipette. Habe ich immer gerne mit. Und hier haben wir ein Pack. Das sind auch die Formen für die Badebomben. Da ist Pulver mit ganz viel Warnhinweisen und chinesischen Zeichen. Genau. So, also. Ich kann das wieder weiter. Das ist richtig gäbig. Dann haben wir hier noch einmal farbiges Pulver mit vielen verschiedenen Warnhinweisen und chinesischen Zeichen. Also nicht irgendwie etwas gegen Chinesen, es sind chinesische Zeichen. So, und hier haben wir eine Anleitung auf einem Karton. Also ich muss ehrlicherweise sagen, das ist bis jetzt die cheapeste Anleitung, die wir hatten, weil der andere war so ein bisschen geiler. Und es ist so klein geschrieben, das wird lustig. Oh Gott, das schiesst mich jetzt schon an. Es schiesst mich jetzt schon an. Also, ich muss heute lesen. Ich tue es dann rausschneiden, aber es sieht richtig scheisse aus. Nehmen Sie Ihre Schale. Was für eine Hey, Katze! Psst! Hey, was habt ihr denn noch für einen hohen Dachschaden da drin? Gottverdammt, wir haben 170 Quadratmeter und die sind alle auf einem. Chillen sitzen. Okay, also. Ich muss eine Schüssel haben. Weil ich jetzt keine Schüssel. Also muss ich eine Schüssel haben. Also, nochmal. Also Schüssel jetzt nicht, du musst auch eine eigene nehmen. Jetzt musst du das hier Spacknatron steht. Oder heisst es mal. Ich habe eine Schere, die die Scheiße nicht aufbringt. Und dann kommt das da rein. Okay. Ich mache jetzt nicht eine hohe Sache. Irgendwie mit 57 Farben machen. Einfach eine verdammte Kugel und dann mache ich nie mehr eine. Also, nein. Nehmen Sie die Pipette und füllen Sie wie auf der Abbildung oben gezeigt einen Löffel, bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind. Fill with water. Also was? Nehmen Sie die Pipette und füllen Sie sie
wie auf dem Bild oben gezeigt, einen Löffel bis... Gut, Deutsch können wir auch nicht. Egal. Also für was brauche ich jetzt die gute Pipette? Nein, ich habe es schon falsch gemacht, wie ich gelesen habe. Ich brauche eine Manneschale. Habe ich jetzt alles? Hey, also jetzt nehme ich mache eine violette Bombe. Violett ist eine meiner absoluten Lieblingsfarben. Jetzt hätte ich mit dem anfangen. Es steht hier drauf. Hier drauf steht Baking Soda. Baking Soda. So. Jetzt, das kommt da rein. Schmeckt. Nein, es schmeckt fein. Es schmeckt irgendwie so ein bisschen lavendelig, aber so ein bisschen nach... Es schmeckt doch ein bisschen nach Plastik. Egal. Und jetzt muss ich eben die Pipette, wo ist sie? Pipette, Assistent. Ah nein, ja, kein Assistent. So, jetzt muss ich die... Jetzt muss ich servieren. Es passiert nichts. Also ich habe keine Klümpel hier drin. Ich hoffe, der Akku von dieser hohen Kamera hat. Mal sehen. Also muss ich es noch einmal lesen, aber ich komme nicht raus. Nehmen Sie die Pipette und füllen Sie, wie auf der Abbildung oben gezeigt, einen Löffel, bis keine Klumpen mehr vorhanden sind. Rühren Sie alles um, bis keine Klumpen mehr vorhanden sind oder die beiden Pulver vollständig vermischt sind. Also wie viel Wasser braucht es denn? Es braucht ja fast kein Wasser. Das macht völlig keinen Sinn. Also ich muss... Also ich wette mit euch, das wird eine absolute Katastrophe. So, und dann muss ich Zitronensäure. Also man will ja nicht baden mit dem Schrott, oder? Also tue ich einfach das in die Schale rein. Jetzt muss ich das einfach rühren und ich habe einfach nicht das Gefühl, dass das richtig ist. Weil ich will das nicht haben, weil es hat sehr wenig Wasser drin. Jetzt tue ich es einfach rühren, bis es keine Klümpchen mehr hat. Also ich verstehe das mit dem Wasser voll nicht. Aber vielleicht gibt es auf YouTube dann irgendwo ein Video, weil wahrscheinlich muss ich den Akku gleich schon wieder laden. So. Sorry, wenn ich immer wieder abgelenkt nach Hause schaue. Wir haben irgendwelche Nachbarn unseren Tannenbaum anschauen. Und ich hoffe, dass das mit dem Ton einigermaßen okay ist. Es muss nicht verdammt gut sein. Aber ich habe gesagt, ich will jetzt die Videos machen. Ich mache es jetzt so, wie ich will. Einfach. Also. Und jetzt habe ich es vermischt. Jetzt muss ich ein Serix nehmen und ein Serix nehmen. Und Teile von vorne nehmen Sie an und oben beginnen mit ihm. Verwenden Sie einen Löffel, um die Mischpulver in Form zu füllen. Befüllen Sie die Form bis fast unter den Rand. Befüllen Sie Teil B bis zur Mitte der Form. Fügen Sie Ihre Überraschung hinzu. Geil, Frauenfurz. Oh, jetzt haben wir auch ein beschissenes Licht langsam. Ist egal. Nein, okay, zum Schluss heisst, füllen Sie die Form weiter bis zur Oberkante auf. Oh, Achtung. Richten Sie die Kerbe an beide Formteile übereinander aus, rücken Sie dann nicht zu rücken Sie die Ränder fest zu, sondern sollten verschließen die Form. Nein! Das kann nicht wahr sein, oder? Danach müssen Sie Ihre Badebomben 2 Stunden in der Form trocknen lassen. Nach 2 Stunden öffnen Sie eine Seite weich. Sie können die Form nehmen, die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Badebombe ungefähr 6 Stunden in dieser verdammten Scheiße. Also, das ist jetzt... Okay, das ist ein richtig scheiß Video. Meine
Kamera hat das einfach abgestellt. Ich habe keine Ahnung, bis wo sie hergefilmt hat. Ich sollte nicht immer in diesen Bildschirm da oben schauen. Egal. Also wir haben jetzt einfach die scheissige Situation. Wir können unsere Badebomben zusammenbasteln, aber wir können sie erst morgen schauen, ob es funktioniert hat. Also, das ist etwas, was ich so hasse. Wenn man etwas macht, dann muss man 150 Jahre warten. Also das ist schon mal scheisse. Aber dann machen wir das jetzt halt und dann warten wir halt 6 Stunden. Dann kann ich morgen noch den Kack reviewen. Das finde ich richtig geil. So, also jetzt füllen wir das hier mal ein. So. So, richtig kompakt und fest, oder? So. Stimmt das? Also ich muss wirklich richtig fett einfüllen. Bis zum Rand. Gut. Und dann tue ich das auch noch einfüllen. Oh, wahnsinnig gut gemischt habe ich es. So, richtig fett bis zum Rand auffüllen, der Scheiß. Weißt du, ich frage mich, was mache ich jetzt mit dem Rest? Ich frage mich, ob ich es einfach so durchziehen und alles brauchen? Freunde, ich habe das Problem, meine Kamera schaut so blöd, ich weiß nicht, ob sie zu warm hat, das kann sein. Also, ich weiß jetzt nicht, was alles aufgenommen hat, ich versuche ihn etwas zusammenzuschneiden. Wir haben eine Badebombe gemacht, wir müssen 6 Stunden warten. Bis jetzt absolut total scheisse. Ich schaue jetzt, was wir mit dem Rest der Blunder noch machen. Ich schaue jetzt das Video aufladen, wie es ist. Bis jetzt ist das Teil absolut nicht empfehlenswert. Absolut scheisse. Wir sehen es mal. So, habe ich wegen dem Verwirren nicht zu viel versprochen. So, und jetzt bin ich hier im Februar und habe hier die vertrockneten, hässlichen Scheiß-Badebomben. Und wir schauen jetzt, ob das geklappt hat, dass die zusammenkleben oder eben nicht. Aber ich kann schon mal etwas sagen, kauft den Bullshit nicht. Ausser, ihr wollt es jemandem schenken oder hasst. Also, let's go. Ich kann nicht mehr auf dieser Perspektive. So, und jetzt teste ich, ob ich die Badekugel, ob die hat oder nicht. Achtung. Ich hoffe, ihr seht es. Okay, wieder erwarten, habt die Badebombe. Und zwar relativ gut. Wie schmeckt sie? Nach nichts. Gut, cool. Und jetzt tue ich die hier innen auflösen. Gut, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe das erste Mal in meinem Leben so eine Badekugel in den Fingern. Ist das normal? Vielleicht. Also, es löst sich jetzt einmal auf. Es leuchtet! Habe ich noch etwas drin da? Okay, langsam finde ich es doch wieder geil. Ah nein, geil! Ich habe noch etwas drin, das leuchtet. Wie geil ist denn das? Ganz vergessen, Mann. Ah, okay. Ich bin sehr einfach. Da haben wir noch die zweite, die wirklich, also es sieht der Wahnsinn schön aus. So. Und ich denke, die tut ein bisschen mehr blubbern. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es einfach noch Geruch hat. Also wenn du gehst baden mit diesem Zeug und hoffst, dass es dich nicht vergiftet oder die Haut abreibt, dann würde ich auch gleich noch irgendwie etwas Schmöckiges drin tun. Weil Baden muss schon schmöckig sein, finde ich. So, das wäre ganz sauber gewesen. Also, ich muss jetzt kurz etwas sagen. Also, das zum Basteln richtig kacke, wirklich nervig. Ich hasse auch, wenn man wieder irgendwie 150 Jahre lang warten muss. Gut, man muss jetzt nicht unbedingt 2 Monate warten. Ich glaube 6 oder 8 Stunden länger. Ja, ist okay. Ich glaube, wenn jemand mehr Geduld und Nerven hat, ist es okay. Ich würde es nicht empfehlen. Genau, also, ein weiteres dämliches Spielzeugvideo ist fertig und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn nicht, macht es absolut nichts. Ich finde es so völliger Bullshit. Gut, von dem her, merci vielmals und bis gleich. Falls ihr irgendein Spielzeug seht, das ich testen soll, schickt mir den Link. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, am besten via Instagram DM. Nicht Kommentarfunktion brauchen, weil ich lese es auch nicht. So, merci vielmals und tschüss zusammen.